Bonjour, op als Besichtigung vun Kirchen a Kapellen am Lützeburger Land. Wir sind demmittig zu Esch, St. Joseph, Kirch vun der Stadt Esch, die ein ganz lang a bewegten Geschichte huet. Schon Kelten an Trämer hunn hai an der Gegend Deisenerz exploitiert, dat ass vor allem am 19. Jahrhundert nees opgegraf gin. Dofir Drun hat sich aber vieles zu Esch aufgespielt. Die Stadt war am 13. Jahrhundert freigin. So hat eigentlich der erste nach Abtei geheiert, hinter dem 8. Jahrhundert. So hat dann am 13. Jahrhundert eng Befestigung gekriegt, die Mauern rundherum abgerichtet gin. Und die Situation, die hat sich gehalten bis und dann vom Ancien Regime. Ein neuer Moment kommt dann 1871-72, wo zwei Schmelzen abgegangen sind, Brassersschmelz und Metzeschmelz. Bis dahin war Esch praktisch ein Bauerndorf, wie ganz viele andere am Lützeburger Land. Das hat doch bedeutet, dass die Population immens zugeholt hat. An die Kirche, die durchstung, die ist nicht mehr durchgegangen. So wurde 1872 ein Konkurs ausgeschrieben. Den Lützeburger Architekt Charles Arendt hat den gewonnen. An den hat dann die heutige Kirche abgerichtet. Das waren mit ziemlich viele Schwierigkeiten verbunden. Es gab während dem Chantier schon ein Prozess. 1875 gab die Kirche angeweiht, so wie sie hier steht. Es war nur der Basilika zuerst danach die zweitgrößte Kirche am Lützeburger Land. Das eng Kirch am Stil vun der Neogotik, da hat auch Malereien an Mobilier, die inspiriert sind vom Mittelalter. So ein Altar, wie dann hier sieht, den gouf allerdings am Mittelalter nicht. Das ist eine typische Kreation von der Neogotik, den ist ausgefeiert gin am Atelier Walter a Koch zu Trier, an das Entwurf gin vom Architekt Pierre Kemp, weil nämlich durch den Prozess beim Chantier die Relationen mit Charles Arendt beendigt gin waren. Malereien, die wir gesehen, die sind 1908 rakom. Sie sind ausgefeiert von engem Maler Johann Schneider von Köln. Die waren komplett überstrach gin im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und sie wurden dann ganz aufwendig freigelöst, restauriert, zu einem großen Teil wenigstens, während 3 Jahre 2000 ungefähr. Es sind ein paar Elemente hier, die an die lange Escher Vergangenheit erinnern, zum Beispiel ein Grafmonument von der Familie Schauenburg aus dem Jahr 1702, dann auch eine Alabasterstatue, die den heiligen Johannes, den Johannes den Täufer, darstellt aus dem 17. Jahrhundert. Dann hat auf einem Seitenaltar eine Pietà, die erinnert an eine Mariekapelle, die et 400 Stadtmauern gouf hinter dem 16. Jahrhundert. Das ist das erste Beispiel von Kapelle außer der Stadt, was wir heute zu Lützeburg überhaupt kennen. Das könnt ihr dann am 17. Jahrhundert auch an der Stadt Lützeburg an zu Echternach. Die Fenstern hier am Raum, die sind auch ausgefeiert gin no Projekten vom Architekt Kemp, und zwar an der Meyersche Hof Kunstanstalt zu München, weil die Zeit goufet nach kein Atelier für farbige Verglasungen hier zu Lützeburg.